Tag zusammen zu einem neuen Video von Hannas Idee. Ja, ich bin wieder mal unterwegs und ja, ich habe euch ja versprochen im letzten Video, also das ist das Verlosen von der Preisli, habe ich euch ja versprochen, dass ich euch sage, was in diesen Päckchen ist. Also das eine ist ja so. Das habe ich im Gümperli gemacht und ich habe mir überlegt, was ich im Gümperli dann machen kann, wo nicht zu viel Aufwand gibt, aber wo ich immer wieder mache. Ich mache das daheim so. Und darum dürft ihr mir jetzt zuschauen, was ich denn hier mache. Also ein Moment schnell. Ich habe schnell das Gas einschalten. Und vielleicht seht ihr mich jetzt aber nicht so ganz gut. Und ja, ich habe gedacht, schwätzen kann man ja auch während dem Rieren. Und ich erzähle euch, was es gibt. Ich mache Schnabelrennerli, Zoofigur oder Hannas Schnabelrennerli. Also das eine sind Zoofigur Schnabelrennerli, aber weil es ja bei euch ist, sind es jetzt halt Hannas Schnabelrennerli. Gut, wir brauchen hier dazu Rahm. Ja, ich bin halt ein Süßes und ich habe gedacht, ich brauche immer ziemlich viel Süßes, wenn ich am Stricken bin, wenn ich am Entwerfen bin, wenn ich einfach am Nachdenken bin auch. Und darum habe ich gedacht, die Schnabelrennerli, das ist der absolute Hammer. Das ist genau das Richtige. Weil die habe ich immer etwa daheim. Die brauche ich auch immer, die verschenke ich viel. Da gehört auch noch Zucker drin natürlich, muss natürlich süß sein. Das habe ich alles daheim vorbereitet zum Mitnehmen. So, Zucker ist auch drin. Und jetzt heisst es eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich tue euch einmal ein bisschen umstellen, dann könnt ihr dem zuhören. Schwätzen können wir ja gleich, aber jetzt seht ihr halt vielleicht meinen Kopf nicht. Aber dafür seht ihr, wenn ich hier riere. Und ich kann euch ein bisschen etwas erzählen, was es so passiert ist und so. Und die könnt mir beim Ruhigen zuschauen. Ist sicher sehr interessant. Aber das sind eben Schnabelrennerli und Schnabelrennerli brauchen Zeit. Habt ihr euch auch schon überlegt, wie viel Zeit das ihr verbringt mit Suchen und anderen Sachen von Pullimuster oder euch ein Pulli anspricht und wie viel Zeit das ihr nachher braucht, um genau diesen Pulli anzufangen? Oder wenn ich euch YouTuber zulasse, wie viel Stück das ihr einfach in der Tasche habt, weil ihr das angeschlagen habt und einfach nicht weitergegangen ist, weil die Zeit noch nicht da ist. Und das ist genau so eine Arbeit. Also das braucht wirklich Zeit. Man kann nicht einfach schnell, sondern einfach immer nummerieren. Und dann verändert sich, die Farbe verändert sich, es verändert sich immer wieder. Und für mich ist das so, ich kann nicht Schnabelrennerli machen, wenn ich keine Zeit habe. Darum bin ich auch gerne so hier in der Natur, jetzt scheint die Sonne gerade, und tue einfach einmal rühren. Und beim Rühren kommen mir einmal so viele Ideen. Und ja, dass ich es einfach fast nicht aufschreiben kann. Mittlerweile habe ich hier auch. Mittlerweile habe ich einen Zettel und ein Papier nebendran. Und dort schreibe ich auf, was mir so durch den Kopf flutscht. Und eben so flutscht und schon wieder weg ist. Oder? Und ich habe mir auch überlegt, jetzt gerade mit diesem Wettbewerb, es ist ja cool, ich bin eine Schweizerin. Und es ist mir erst im Nachhinein in den Sinn gekommen, ich weiss gar nicht, wie das geht, mit den Päckchen ins Deutsche schicken, weil ich kenne schlichtweg niemanden, wenn ich ein Päckchen auf Deutschland schicke. Ich weiss gar nicht, wie das geht. Ich muss zuerst mich informieren. Aber das ist eben genau das, man denkt gar nicht dran. Ich habe auch nicht daran gedacht, dass das so ein Erfolg ist. Also ich meine, es sind
glaube etwa 40, ich glaube ungefähr 40, die am Wettbewerb teilgenommen haben. Als ich angefangen habe, hatte ich ja 100 Abonnenten gehabt, knapp, und 40 davon haben am Wettbewerb teilgenommen. Ist ja der Hammer. Eigentlich. Oder? Und da habe ich mir gar nicht überlegt, dass irgendwie 80% Deutsche mitmachen und vielleicht 20% Schweizer oder noch weniger. Oder? Haben wir das gar nicht überlegt. Dann dachte ich, ja, jedem ein Päckchen schicken und so. Mittlerweile habe ich das geregelt. Und ja, die Päckchen kommen, sie kommen. Aber ich bin ja erst gerade am Machen. Ich konnte ja nicht vorher machen. Ich dachte, ich will keine Schnabelrennerli, auch nicht so viel aufs Mal machen. Schaut, wenn ihr jetzt schaut, ist die Soße ganz anders. Sie ist fast durchsichtig. Und das finde ich so spannend. Es verändert sich immer und es gibt Muster drin. Eben. So, einfach, dass ihr wieder mal auf die Pfanne schaut und nicht nur mir zuhört. Ich werde ja nicht so viel Schnabelrennerli für mich machen, sonst ist ich ja lang Schnabelrennerli. Bevor ich gewusst habe, ob überhaupt jemand mitmacht. Hätte ja können sein, dass gar niemand am Wettbewerb teilnimmt. Das wäre auch gewesen. Alle anderen Sachen, die sind sowieso bei mir. Aber die Schnabelrennerli ist so etwas, das ist so meine Philosophie. Wenn ich einen Kurs gebe oder wenn ich mit jemandem unterwegs bin oder einfach so einen Workshop mache, dann muss bei mir immer Körper, Seele und Geist befriedigt werden. Und ich meine, der Geist ist ja befriedigt, wenn man halt eben so einen Workshop macht, dann ist ja das etwas Geistiges. Der Körper ist auch ein bisschen befriedigt. Und meistens muss dann die Seele oder alles zusammen noch etwas haben. Und das ist halt bei mir irgendwie halt etwas Süßes, etwas Gutes, Süßes, ein Kaffee, Gemütlichkeit, zusammen sein, schneidern und einfach das gesamte Päckchen, das muss zusammen stimmen. Und es stimmt halt bei mir nicht, wenn ich keine Zwiebeln habe und irgendwie keinen Kaffee habe oder irgendwie so etwas, das gehört bei mir zusammen. Wie das Stricken halt auch dazu gehört, oder das Handarbeiten ist das, was auch dazu gehört. Und darum habe ich gedacht, im Päckchen muss es etwas fürs Auge haben, es muss etwas zum Brauchen haben, das wir eben beim Stricken brauchen können. Aus und Wolle. Weil Wolle hat ja jede. Da schickt jeder Blogger schickt Wolle hin und her. Und ich kaufe einfach gerade das, was ich brauche, weil ich habe ja eben so verwaiste Wolle. Und verwaiste Wolle weiss ich nicht, ob ich das schenken würde. Ich weiss es noch nicht. Und vielleicht mache ich das einmal, aber irgendwie ist das so okay. Und dann muss es ja sein, eben, etwas, das man brauchen zum Stricken, etwas, das Spass macht, und dann muss es noch etwas geben, das halt eben für Gemütlichkeit sorgt. Ich meine, klar, den Kaffee wollt ihr euch selber kochen, den kann ich nicht auch noch ins Päckchen tun, aber für mich ist das so eine Einheit zusammen. Es gehört zusammen für mich. Und darum gibt es Schnabelrennerli. So, jetzt wird jetzt auch anfangen, ein bisschen blödeln, aber es geht immer noch lang. Also wir können noch lang zusammen schwätzen. Ja, und so bin ich eben dann auf die Schnabelrennerli gekommen. Und hoffe einfach, dass ihr das alle gern habt. Dass euch das schmeckt, dass ihr Freude daran habt. Und ja. Also nur so zur Information, ich hätte auch einfach ins Mikro oder irgendwie so etwas, eine Tafel Schoki holen, weil die sind ja alle so Schoki versessen von der Schweizer. Nur,
das ist bei mir so ein Klischee, das ich nicht unbedingt bedienen wollte. Sicher gibt es vielleicht einmal ein Schöckeli dazu, aber diesmal gibt es kein Schoki. Aber ich musste so lachen, wenn im Kommentar kam, ja, Schweizer Schoki wäre gut. Ich weiß gar nicht, was so speziell ist an dieser Schweizer Schoki, weil ich selber esse nicht so viel Schoki. Wenn, dann ein Praline, aber Schoki esse ich schon ein Zeitchen nicht mehr. Und ich kann gar nicht sagen, weil ich esse auf die Schoki, die ich gerne habe. Ich kenne nichts anderes. Ich kenne einfach nichts anderes. Und das ist vielleicht ein bisschen die Sache, oder? Aber die Deutschen, die haben auch ganz coole Sachen. Die haben coole Torten, coole Küchen, die wir vielleicht weniger haben. Und die Österreicher haben so feine Knödelsachen, also so Knödel, so Germknödel, natürlich süß. Oder ich bin halt ein bisschen süßes, das ist schon so. Oder? Und eben, so hat jeder seine Spezialitäten. Wir haben guten Käse, wir haben das, aber irgendwie hat jeder seine Spezialität. Jo. Und darum gibt es bei mir kein Schoki, kein Klischee. Wobei eben das Klischee könnte ja auch sein, dass eben Gemütlichkeit mit dem Stricken zusammenhängt und dem Quatschen auch. Aber naja, das Klischee, das gehe ich gerne. So, jetzt können wir schon Müsterli zeichnen auf dem ganzen Zeug. Aber es geht noch länger. Es geht noch eine Zeit, bis das Schnabelrinnerli ist. Ich habe mir dann überlegt, weil ich hatte diverse, die gesagt haben, kannst du uns nicht unterstützen, also ich habe mich fast geringelt, kannst du uns nicht unterstützen, dass wir die Schweizer Sprache besser verstehen. Dann haben wir überlegt und gedacht, naja, wir könnten auch Untertitel machen, aber also ich finde es immer schlimm, wenn ich Untertitel muss lesen, weil es ist so, eben, dann ist man nicht mehr konzentriert und man ist nur noch am Lesen und so. Und dann habe ich mir so überlegt, das habe ich mir dann eben auf das Papier geschrieben, ich könnte mir pro Video Wort vom Tag nehmen. Oder was habe ich genau geschrieben? Moment. Oh, rieren. Wo ist es denn? Wo habe ich denn jetzt das Papier? Ah, Wort des Tages für Deutsche habe ich geschrieben. Also das wäre so eine Idee. Ich könnte ein Wort nehmen und euch so den Schweizer Spruch oder meine Spruch, es ist ja mein Spruch, weitergeben. Also jetzt sind wir ja da. Ich habe es schon 100'000 Mal gesagt, Schnabelrennerli. Ich meine, ich schwätze so etwas zwischen Baseldeutsch und Baselländisches Deutsch. Das sind zwei verschiedene Dialekte. Und Schnabelrennerli, das ist so, ich weiß nicht, das ist so, ich weiß nicht mal, ob das jemand sagt. Mir ist einfach das Wort in den Sinn gekommen, das ich das erste Mal verschenken und habe gefunden, naja, ich muss irgendwie etwas bringen, wo ein bisschen etwas sagt darüber, oder? Und ja, darum Schnabelrennerli. Also Sie werden es nachher sehen, es sind wirklich Schnabelrennerli, wenn ihr wisst, was das Wort heisst. So, und jetzt kriege ich gerade ein bisschen warm, jetzt muss ich schnell das Jäckchen abziehen. Und wenn ihr euch wundert, dass ich schon wieder einen schwarzen Pulli anhabe, ich habe vielmals schwarze Pulli an, wenn ich unterwegs bin im Gümperli, weil es ist einfach, dann sieht man nicht gerade alles drauf. Einfach nicht über. Eben, seht ihr, das muss man rieren. Jetzt schummt es wie blöd. Man muss immer noch rieren. Mit der Zeit verliert es dann die Farbe. Also, um beim Thema zu bleiben, ich bin schon wieder am Abschweifen. Schnabelrennerli. Also, was ein Schnabel ist, das weiß ja jeder. Also, ein Schnabelrennerli.
wäre es auf Hochdeutsch. Und ein Schnabel, das wisst ihr ja selbst, ist ein Vogelschnabel oder irgend so ein Schnabel halt. Ist für die Nahrungsaufnahme gedacht. Schnabel ist aber auch ein Wort, das wir sagen, wenn wir schnabulieren. Das ist so etwas, wir essen zwar etwas, aber etwas Kleines, nicht so ein Schokistängeli oder so. Also so tönt es, wenn ich Hochdeutsch rede, das ist einfach oberdämlich. Und ich kann einfach nicht frei schwätzen. Aber ein Schnabel ist zur Nahrungsaufnahme gedacht. Bei jedem Tierli und bei jedem Menschli auch. Und weil das, was ich hier mache, einfach in den Schnabel geht, also es geht in den Schnabel, das, was ich da koche, geht nachher in den Schnabel. Und es ist so schnell wieder draußen, dass ich gedacht habe, Schnabelrennerli, weil Rennen ist ja auch etwas, man ist schnell wieder weg. Und darum heißt Schnabelrennerli. Man nimmt es ins Maul, genießt es und sagt, ist das fein. Und schon ist es weg. Das ist ein Schnabelrennerli. Also, die haben jetzt das erste Wort, Schweizer Wort, wo eigentlich eine Eigenkreation ist von mir. Habt ihr jetzt gerade gelernt? Schnabelrennerli. Man kann auch sagen Schnabelrönnerli. Schnabelrönnerli ist ein zofiger Dialekt des Kanton Aargau. Schnabelrennerli ist Basel-Land und Basel-Stadt. Aber es ist alles das Gleiche. Also, das ist das erste Wort von meiner neuen Rubrik, die ich habe, die heisst, jetzt weiss ich schon wieder nicht mehr, Wort des Tages für Deutsche. Ich habe eine neue Rubrik, meine Strickete. Und ich werde jedes Mal, wenn ich wieder ein Video mache, ein neues Wort für euch suchen, das ich dann erklären kann. Also ich finde es komisch. Ich schwätze hier in die Kamera rein und ich sehe einfach nur noch gerade bis zu der Nase und kein Augenkontakt, nichts, aber sonst seht ihr einfach nicht, wie hier mein Dings macht. Also ich könnte es jetzt noch mal schnell umstellen und wenn es dann darauf abkommt, könnte ich es wieder umstellen. Das wäre noch vielleicht eine Möglichkeit, aber ich muss halt immer rühren. Oder? Ja. Dann habe ich noch, ich muss es jetzt glaube ich gleich schnell umstellen. Nicht. Nein, bleibt unten. Bleibt. Ich hoffe, das seht mir jetzt ein bisschen besser. Also die Lichtqualität ist vielleicht nicht so, aber ist egal. Das seht mir einfach. Ja, dann wollte ich noch etwas zum Halbmond durchsagen. Also das ist auf der Endstrecke. Das darf ich natürlich jetzt nicht mehr zeigen. Ich darf es dann zeigen, wenn es fertig ist. Also ich habe mit meiner Tochter schon einmal abgemacht, dass wir dann eine Fotosession machen, um das Halbmondtuch auch richtig zu fotografieren. Und dass ich das dann weitergeben kann, Alicia, das Foto. Und vielleicht filmen wir es dann auch noch. Wir werden dann dort noch andere Sachen fotografieren, was meine Tochter gemacht hat und was ich. Und ja, das wird dann sicher wieder ein lustiger Tag. Ich werde auch wieder mit dem Gümpeli unterwegs sein zu ihren Abend. Und dann werden wir schauen, wo wir das Fotoshooting machen. Ja, das ist so etwas. Also, ich weiß noch nicht, wie ich am Tuch will sagen, weil es ist so, wie immer bei mir speziell. Ich habe eine Idee und denke, ja, Halbmondtuch, das geht und ich will noch verkürzte Reihen und so weiter. Und alles habe ich noch nie gemacht.
Ich habe wieder ein Halbmondtuch gemacht, ich weiss gar nicht, wie es gegangen wäre. Und verkürzte Reihen habe ich höchstens einmal vor 100 Jahren mal gestrickt in einem Pulli, aber mehr auch nicht. Dann habe ich auf einem Video gesehen, weiß gar nicht wo, und die hat dann immer gesagt, ja, und dann musst du immer gleich viel und immer dort verkürzen. Und ich so gefunden, oh, ja, gut, machen wir. Ja. Dann habe ich die ersten paar Maschen gemacht und habe gefunden, mir ist es langweilig so. Komm, ich mache doch einfach die Verkürzerei, wie ich will. Auch cool. Bis ich gemerkt habe, dass man ja auf beiden Seiten eigentlich einmal verkürzte Reihen muss stricken, weil sonst wird das Tuch krumm und es gibt nichts von Halbmond. Also gut, neu müssen überlegen, auftrennen, das hat mich angeschissen. He. Weil ich ja schon so viele Farben drin habe. Also bis ich ja posten und dann hat ja das angefangen. Also ich meine, ja. Und dann reut es mich halt an, wenn ich etwas muss ja, muss auftrennen. Das reut mich dann, das schießt mich an. Oder? Und dann hast du einen sauren Genuss mit diesen Fäden und Zeug und den Teil habe ich schon vernäht und überhaupt. Also gut, eine neue Idee muss an. Und dann habe ich wirklich habe ich es einfach zusammengesteckt unten, um zu schauen, wo was fehlt. Und dann habe ich die verkürzten Reihen nach dem gestrickt, wo noch was fehlt. Und so bin ich jetzt wirklich, habe ich ein schönes Halbmondtuch, muss jetzt den Rand noch machen. Und dort habe ich gedacht, ich will dann eine Eikarte irgendetwas machen, weiss ich aber jetzt noch nicht genau. Also ich muss da immer ein bisschen schauen, weil wenn es überkocht, ist es blöd. Hey, dann habe ich eine Sauerei, was ich im Gümpel nicht will, weil im Moment ist es einfach noch nicht eingeräumt für Tourbetrieb, sondern es ist so eingeräumt wie im Winter. Also ich habe alles hin und her geschleppt. Mit Wägeli natürlich. Und ja, Sauerei ist dann ein bisschen blöd, weil das Wasser ist dann ein bisschen beschränkt verfügbar. Ja, und so ist das Halbmondtuch ist dann so jetzt gut am Entstehen und das gefällt mir auch. Und ich glaube, ich habe schon Abnehmer. Wobei, eben, obwohl ich nicht so pinkig bin, also ich habe gern pink, aber nicht unbedingt an mir, ist es sehr schön. Also mir gefällt es auch. Ich weiss es noch nicht. Vielleicht schenke ich es, vielleicht behalte ich es dann auch. Aber mal schauen, wenn es dann auf dem Fotoshooting, wie denn das überkommt. Und ja, das ist es so zu dem Tuch. Und ja, es ist halt, ja, es ist ein Tuch. Und nachher darf ich ja dann endlich wieder, also endlich wieder, ja, Bulli angefangen, wo ja auch mit dem Garn als Grundding ist. Und dann habe ich dort ja ein Muster angefangen, das habe ich erst zweimal gestrickt. Dann kommt mir plötzlich in den Sinn, oh, kann ich das Muster dann wieder? Aber ich bin dann froh, wenn ich den Pulli weiter stricken kann, weil der ist ein bisschen nicht so anstrengend wie jetzt das Tuch, weil das muss auf Termin fertig sein und eben, ich habe noch andere Sachen und so terminmässig ist das immer so ein bisschen, kommt man wie in einen Stress hinein. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will einfach stricken und mich hat einfach das Thema so interessiert, darum habe ich das so gemacht. Und habe es wirklich eine coole Idee gefunden. Oh, jetzt ist es ein bisschen nebenaus. Ja, noch, also. Und ja, darum ist es so ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht. Vielleicht mache ich wieder mal neu mit. Vielleicht mache ich auch mal selber etwas, weil es gibt schon Ideen. Also ich denke, es gibt dann schon lässige Ideen, die man machen kann. Und das Think Pink hat mich halt angesprochen, weil es ist ein Thema von mir. Und dann ist es aber auch noch das Thema halt von der Vielfältigkeit von unseren Menschen, die wir sind, ist es ja auch ein Zeichen. Das ist vielleicht gar niemandem so bewusst, aber es ist halt ein Zeichen und da mache ich gerne mit, ich finde das cool. Oder? Darum habe ich das mitgemacht, darum hat es mich auch gefangen genommen
Und ja, also jetzt blutet es ganz fest. Also ich muss schon ein bisschen fest schauen. Die grosse Pfanne habe ich übrigens auch einfach habe ich einfach zügeln, weil in der kleinen Pfanne kommt die nie an. Es braucht wirklich eine grosse Pfanne für das. Und dann muss ich noch das Papier parat machen, wo man die Suppe drauf schießen kann. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon auf das erste Schnabelrennerl im Fall. Wirklich. Was ich auch noch würde sagen, also den Rest vom Video tue ich vielleicht auch noch von daheim aus filmen, wie ich dann, also auf jeden Fall, wenn ich dann verpacke. Oder, ja. Und weil ich muss es nur noch zusammen verpacken. Und ja, dann gibt es sicher einen zweiten Film, weil ich habe ja euch versprochen, dass ich zeige, was drinnen ist. Und das habe ich daheim. Ich habe jetzt einfach gedacht, das ist jetzt eine coole Idee, die Schnabelrennerli unterwegs zu machen. Die wissen jetzt, was es ist. Und den Rest filme ich dann von daheim aus, oder? Und bis das gefilmt ist, haben die wirklich alle ihre Geschenke. Oder? Dass ich nicht eine Überraschung hinmache. Es geht mir immer so darum, ich finde das so cool, wenn man etwas auspackt, wo man nicht weiß, was drin ist. Das ist so eine tolle Überraschung und ein Geschenk für zwischendurch. Das finde ich, das ist wie Wichteln, das finde ich auch so cool, oder? Dann weiß man nicht, was man kriegt und schenkt das einfach. Und ich mache so gerne Geschenke. Ich finde das so etwas Cooles, Geschenke machen. Ja, so ist das. Es ist immer noch am Blutern. Also nur so zum Sagen, wo ich jetzt hier bin. Es ist so, die sind auch gegangen. Ja, jetzt sind wir noch allein. Es ist so ein Parkplatz, wo das Park for Night im Park for Night war. Und es ist totenstill da. Und eigentlich auch ganz lässig, weil man ist richtig von überall, von allem weg. Und das liebe ich halt, wegen dem bin ich ja im Gümpeli, wegen dem bin ich gerne unterwegs. Und jetzt auch heute, ich habe so eine tolle Begegnung gehabt, weil man schnell ins Gespräch kommt. Und dann ist man im Gespräch, hat es lässig und dann geht jeder wieder seinen Weg. Und das ist etwas, was mir total gefällt, weil man ist dann nicht angebunden, man muss auch keine Versprechungen einlösen und so. Und ja, eigentlich schon viel früher anfangen filmen, aber nein, dann ist halt das Gespräch reingekommen. Darum filme ich jetzt, ein bisschen später, und die Lichtverhältnisse sind vielleicht nicht mehr so ganz toll. Aber es ist einfach cool und darum mache ich das gern. Und ich meine, ich habe jetzt das vorher nie gemacht. Also es ist einfach so, mit der Zeit ist das so entstanden und ich habe gemerkt, oh, das finde ich etwas ganz Lässiges. Es ist so erfrischend, so unkompliziert. Gut, ich muss sagen, heute Nacht, als ich hier geschlafen habe, bin ich schon ein bisschen unruhig gewesen. Irgendwie hat es irgendwo so geknackst und ich habe nicht gewusst, was ist jetzt? Und dann ist eben zu oben Sport, ist eben der Nachbar noch angefahren und ich so denke, nee, hey, und alle Kopfgespenst und so habe ich gehabt. Das ist aber immer, wenn ich wieder frisch, also jetzt bin ich halt lange nicht geschlafen, weil es zu kalt war. Es war auch heute Nacht sehr kalt. Aber zur Nacht werde ich die Heizung nicht noch laufen, aber ich habe mich gut zugedeckt und es ist einfach traumhaft schön. Aber es ist jedes Mal, wenn ich dann wieder frisch anfange, dann, bis man sich das wieder gewöhnt ist. Und dann ist es wieder gut. Dann ist alles wieder in bester Ordnung. Man kann schlafen, wo man will. Es ist einfach in bester Ordnung. Und darum
ja, mache ich das einfach auch gern. Ich bin schon wieder gespannt, wenn ich dann wieder an Ort bin, wo ich mit Leuten zusammen stricken kann, wo man ein Treffen machen kann. In der Schweiz wäre es eben auch mal cool, wenn man einfach so eine, wie ein Wollfest machen kann oder irgendwie so etwas. Weil das haben wir Schweizer nicht. Wir haben Kreativa, kommt mir in den Sinn, aber mehr haben wir nicht. Und das ist so cool. So etwas wäre auch lässig. Oder einfach das Treffen auf einem Zeltplatz zum Beispiel wieder. Oder irgendwie so, wenn ich es schon hatte, auf das plane ich halt schon wieder. Also von dem her. So, jetzt werden die Sachen dicker und dicker. Also es geht immer noch ein Moment. Ja, es ist so, ich freue mich halt schon drauf. Also, muss ich schon sagen. Und, apropos Wolle, ist mir dann schon in den Sinn gekommen, es ist sehr wohl eine Gefahr, wenn ich in einen Wollenladen gehe. Oder gerade zu reiten, was wirklich eine grosse Auswahl an Wolle hat, oder? Klar, bei mir schränkt es sich ein, weil ich habe gerne dünnere Wolle, weil ich einfach gerade zu heiß kriege und nicht erst das erste bisschen und dann, ich kriege einfach gerade zu heiß und darum sind meine Wolle nie dick, nie. Weil so dick das kann ich nie anlegen. Und was ich nicht kann anlegen, muss ich auch nicht stricken. Oder? Und, aber es hat so schöne Wolle und dann komme ich schon auch ins Schwärmen, also muss ich auch sagen. Also bei mir ist halt Stoff und Wolle und all das Zeug ist für mich schon so eine kleine Gefahr. Wenn man sagen, es ist eine Gefahr. Oder? So, jetzt wird es langsam dicker. Also jetzt habe ich dann schon mehr. Also ich habe schon ein paar Muskelkater in der Hand mit Stricken. Mit Rieren. Stricken tue ich ja nicht, ich kann nicht beides haben. Und Schneidern und Rieren ist irgendwie genauso wie Stricken und Rieren. Eben genau. Eben genau, so ist es. Wie Stricken und Schwätzen. Manchmal ist es ein bisschen schwierig. Oder? Und so, juhu, kommt langsam. Es kommt. Und mal schauen, wie es aussieht. Jetzt soll ich wieder ein bisschen abschalten. Jetzt hat es mich einfach rausgeschossen. Also das wird wieder zusammengeschnitten, das Video, weil es mich rausgeschossen hat. Weiß auch nicht. Hat einfach aufgehört zu laufen. Dumm. Ist noch nie passiert. Dumm einfach. Oder? Aber, naja. Dafür rührt und rührt und rührt und rührt. Also es heisst nicht mehr in der Anleitung eine halbe Stunde. Also wir schnurren jetzt sicher schon eine halbe Stunde. Und ich rühre immer noch. Vielleicht, es ist ja auch so wegen euch ein Wohlfest, ich weiß ja nicht, vielleicht geht ja eure Maskenpflicht und das ganze Getöns ringsum zusammen und ich kann mit dem Gümpel an mein erstes Wohlfest, also fahren. Oder? Aber solange ja das nicht ist, kann ich eben ja auch nicht gehen. Also von dem her, mal schauen, mal schauen. Dann hatte ich mein erstes Wohlfest hinter mir, aber wir sehen es ja, man weiss ja nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe einfach, die Welt wird sich wieder ein bisschen normalisieren. Das wäre ganz schön. Oder? Wäre wirklich schön. Wir hätten das auch verdient, sage ich. Oder? So. Oh, jetzt wird. Oh, das schmeckt so himmlisch bei mir rein. Schade, gibt es noch kein Geruchsfernsehen oder Geruchsvideo. Das könnte man noch erfinden. Jetzt sehe ich gerade, der Puschel ist mit im Weg, der tut wieder einen Teil abdecken. Aber jetzt kann ich leider gerade das nicht umändern. Jetzt müsst ihr halt mit dem Puschel leben, weil entweder versteht ihr mich, dann ist der Puschel dort im Weg, oder die versteht mich eben nicht so gut, dann hat es kein Puschel dran. Und ich will jetzt die Kamera nicht wieder schieben, sonst hört ihr wieder auf Laufen und das ist ganz doof. Also, jetzt wollen wir nachher das Zeug parat machen. Das muss nachher ausgeleert werden auf das Papier.
Und das ist sehr heiß. Das ist dann auch so ein kleines Unterfangen, das nicht so cool ist. Weil es eben sehr, 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 sehr heiß ist. Und die Entzündung muss gehen, weil der Zucker hat so etwas an sich, der wird sehr heiß, dann wird aber auch wieder ganz schnell kühl und dann ist er hart und dann geht es nicht. Oder? Ah, das ist so herrlich, das schmeckt so gut. Ich freue mich schon, wenn ich das erste reinschieben kann. Und denke, fein. Und schon ist es wieder weg. Ja. Also, die können, was mir noch so in den Sinn kommt, die können gerne auch in den Kommentar reingeben, welches Wort das ihr dann werdet wissen, wenn ihr es nicht versteht. Ich bin jemand, der halt auch nicht die englischen Ausdrücke braucht, weil ich finde einfach, also ich meine, ich sehe nicht ein, warum ich jahrelang Ajourmuster sage und dann ist es plötzlich, oh, ich weiß es nicht mehr, wie es heisst auf Englisch. Oder Knit along, ja. Oder irgendwie so, Unboxing. Oder irgendwie so, warum kann man nicht einfach auf Deutsch schwätzen? Wir sind hier, ich bin in der Schweiz, aber bei uns ist das genau das Gleiche wie bei euch auch. Es fangen alle plötzlich auf englische Ausdrücke umeinander fliegen. Warum steht man nicht einfach bei seiner Sprache? Und ich weiß, für mich ist das ein riesiges Thema. Ich verstand den Haufen, ich kann aber weder Englisch noch sonst etwas. Jetzt sieht es so richtig teigig aus. Das ist so genial. So, jetzt dann langsam. Oder? Und ich finde es schade, weil auch Deutschland, Österreich, die haben so schöne Dialekte. Und jeder fährt mit dem englischen Zeug an. Englisch ist sicher auch schön, Französisch ist schön, Spanisch ist schön. Aber warum tut man nicht die eigene Sprache kultivieren? Warum nicht? Es ist so schade. Oh, jetzt muss ich schnell ein bisschen kleiner schalten. Jetzt können wir in die Endrunde, jetzt muss ich aufpassen. He? Und darum möchte ich mit dem gar nicht unterwerfen, dass ich da weiss ich wie viele englische Ausdrücke habe. Für mich ist ein Patentmuster und kein Brioche. Brioche ist bei mir ein Gebäck. Und ich weiss nicht, was das Gebäck mit dem Stricken zu tun hat, zum Beispiel. Und darum, ich meine, ja, darum denke ich, die dürfen mir Vorschläge bringen und ich tue dann das ausdeutschen. Wenn ihr das Wort nicht versteht, schreibt es in den Kommentar und ich tue euch das beantworten. So könnt ihr auch lernen, ein bisschen Schweizerdeutsch. Und ich verstand auch, wenn ein richtiger Bayo richtig bayerisch schwätzt, dann verstand ich auch nicht sehr viel. Also nicht sehr viel, doch, ich verstand viel. Aber es ist halt ein Dialekt, wo man halt fest muss zulassen. Und bei uns ist es auch. Oder wenn ein Walliser bei uns Walliser Deutsch schwätzt, also da muss ich die Öhrchen hinterlegen, dass ich es verstand. So, jetzt sind wir soweit. Juhu, la 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 la, wir haben's. Schnabelrennerle sind auf dem Weg. Juti hui, jepide. So, noch ein bisschen und dann kommt hier noch Anke rein. Anke ist Butter. Nur, dass ihr es gerade wisst, jetzt muss ich pressieren, weil jetzt geht es zacki zacki. So, tschack. So, Papier, wo ist das Papier? Da ist das Papier. So. So, jetzt haben wir es dann gerade. So, komm.
Du musst hier rein. Komm, jetzt müssen wir das noch hier rein tun. Und dann wird das so aufs Blech gekippt. Und dann geht das Schnabelrennerli. Also, wir sehen uns, weil das muss ich jetzt schnell, ne? Das heisst, draufkippen könnt ihr noch zuschauen, aber nachher, nachher muss ich noch schauen, das grosse, oh, wo ist das? Das grosse Brett. Oh, es ist doch gut, wenn man so gut vorbereitet ist wie damals. So. So, ist das fertig. So. Jetzt kommt der Teig, das ist so ein richtiger Teig. So. Der kommt hier drauf. So. Zusammenfalten und dann. So. Mal schauen. So. Ja, wir können hier noch ein bisschen. Oho. Ja, es hat einen Platzmangel, hä? Nein, so geht es auch nicht. Oh, es ist so heiß. So. Du, jetzt auch noch. Jetzt schalte ich euch schnell ab, weil das muss nämlich abkalten. Und nachher sieht ihr dann aus, wie die Schnabelrennerli sind. So, also, jetzt tun wir das so in... Das ist jetzt der Teig, den wir geriert haben. Und jetzt machen wir eben die Schnabelrennerli drauf. Und jetzt wisst ihr, warum das Schnabelrennerli sind. Schon eine kleine Arbeit, he? So. Ich muss dann immer noch schauen, dass ich es richtig schneide. Also ich gehe immer mit der Kamera mit, weil das kann ich gar nicht einstellen. Dann wird das noch in Viereckchen geschnitten. Viereckchen ist ein Quadrat. Jetzt noch so. Das ist der Abschnitt, das ist der für mich. Yeah. So, und jetzt wisst ihr ja, wie es geht und wie die Schnabelrennerli aussehen. So, nur ich kann euch noch schnell zeigen. Moment. So. Schaut jetzt einmal. Schnabelrennerli. Herrlich. Und schon weg. Das sind Schnabelrennerli. Also, ich verabschiede mich heute mal schnell noch. Vielleicht gibt es nachher noch anschliessend etwas, aber jetzt gehe ich auf den Heimweg und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ja, hallo! Jetzt geht es ums Einpacken. Also ich muss 3 Geschenke einpacken. Eins habe ich schon eingepackt und eins könnt ihr mir zuschauen, wie man es einpackt. Also in diesem Fall bleibt dran. So. Also, gut. Angeschrieben habe ich es. Und jetzt kommt alles in die Schachtel. Ah. Es ist ein bisschen eng, aber dann geht es ein bisschen nicht so kaputt. Also, da sind die Schnabelrennerli, die wir ja schon vorher gemacht haben. Die sehen jetzt so aus. So, das sind die Schnabelrennerli. Hier eine Beschreibung zu meinen Sachen. Dann gibt es ein Projekttäschchen, Anschreiberli. Dann Knöpfchen, das jedem Glück bringt. Dann haben wir hier aus meiner Werkstatt ein Maschenhirterli. Und natürlich darf nicht fehlen ein Maschenmarkierer. So, das muss alles hier rein. Ah, und natürlich ein ganz liebes Kärtchen. So, jetzt. Ich habe es ausprobiert, es geht. Zuerst hänge ich alles hier dran. Und man sieht mich natürlich wieder nicht ganz, weil, naja, entweder sieht man es einpacken oder mein Kopf, aber beides
ist im Fall ein bisschen schwierig. So, jetzt hänge ich das hier dran. Das Maschenmarkierchen noch. So geht auch nichts verloren. So, habe ich alles schön hier dran. So. Jetzt tun wir das hier dazu. Beschrieben habe ich es schon. Hier drin schön. Ja, wenn es dann geht. Dann natürlich Schnabelrennerli. Tschüss, Nadia. Und dann ein bisschen schön machen. Ja. Und dann tue ich das zusammenlegen. Das ist dann gerade wie das Polster. Da kann nichts verschieben, es kann nichts kaputt gehen. So, dann legen. Päckchen Nummer 2. Das dritte Päckchen, das kann ich noch nicht machen, weil die Adresse noch fehlt. Aber die bekomme ich sicher gleich. Also, das war es gewesen, das Einpacken von den 3 Gewinnen. Also, bis später.